Gladstein, ihr habt rekordiert dazu von euren Lieder für die rekordierte Anthologie, gestimmt von jüdischen Poeten. Und jetzt wird jemand der Leute macht zu fragen, etliche Fragen, wo sie haben zu tun mit der Schaffen, und mit Schaffen Bachlau, mit Poesie Bachlau. Die Fragen sind gewiss nicht genau, aber ich bin sicher, dass eure Antwort wird sein nahe. Ich will nur nehmen von der Sache, eine konstruktive, banale Frage, wie was betrachtet ihr, oder richtiger, was alt ihr, ist also in Poesie, und was darf laut eurer Meinung sein, die Aufgabe von einer jüdischen Poet in der heutigen Zeit? Ja, ich habe bei mir erzählt von der Frage, ob wir müssen der Leuten Tabaschnik zu reden in einer anderen Ordnung, zu sagen. Wenn ihr sucht, was heute ist Poesie, heißt es doch, als ihr nehmt von, als jeder eine von uns hat am heutigen Tag eine große Definition von Poesie. Einen großen Zugang. Aber der Emes ist, dass die alle Definitions leken sich auf, schaffen sich auf, gemacht mit jedem Jahrzehntlich. Das schon noch wenig. Und nicht der Fall, was ich immer vor, in der wenigste Kampfen zwischen Poeten und eine warf der Mann da runter von Thron, was mir schon eine Sache mal geschmissen, aber nicht privat, dass die alle runterwarfen von Thron, meine gar nicht, was, danach kommen sich alle zusammen. Es ist alle nirgends wo, eine zusammenliche Schule. Nicht für Poeten, sondern für Poesie, und das Menschen mit Meile von Poeten. Aber ist der Fall, die Definition, was halt hier ist Poesie, weil ich müssen kommen dazu, wenn ich von früher einbeißen, die zweite Hälfte von einer Frage. Ihr fragt in dem Sinne, selbe Kasche, laut eurer Meinung, was ist die Aufgabe von einer jüdischen Poet in der heutigen Zeit? Mir dachte sich, als viele das so, trug sich ein Element von Bewusstsein. In anderen Wörtern, ihr halt, als wenn ein Poet, Klammer so ein Poet, ein Mensch, was ist noch nicht ein Poet. Ein Mensch, was hat in sich die alle Neigungen von einem Poet, den Willen zu sein ein Poet und die alle Fähigkeiten von einem Poet, setzt sich weg und setzt sich weg beim Tisch und hebt uns Schaffen in den Rahmen von gewissen Aufgaben von einem Poet für die heutige Zeit. Wenn es so sein soll, wenn ein Poet sich Kinder so wegsetzen, in Trachten, in die Rahmen von Meinungen, von Aufgaben von der jüdischen Poet in der heutigen Zeit, halte ich, was gewiss, warf mal einen Blick auf zurück. Wir sehen das so. Es ist gewesen eine Zeit, wenn ein jüdischer Poet hat gemusst geben sein Dor soziale Lieder. Es ist gewesen eine Zeit, wenn ein jüdischer Poet hat gemusst geben sein Dor nationale Lieder. Es ist gewesen eine Zeit, wenn ein jüdischer Poet hat gemusst geben sein Dor Volksmotiven. In bei allen unruhige Perioden in der jüdischen Geschichte ist von die jüdische Geschichte käme nicht wieder so unruhig für unsere Zeit. Ich meine, das darf man nicht erzählen. Selbst die gute Aufgabe. Aber jeder Mal kommt in jeden 20 oder 25 Jahr, jeden Vierteljahrhundert faktisch. Aber wir reden in Terminen von Geschichte von der jüdischen Poesie, wird sehen, als jüdische Poeten haben gegeben akkurat das, was der Lehn hat bedacht haben, in jener Zeit. Sie kommen in Amerika, man tun mich rein in das Sweatshop, man tun die Sklaven, sie kommen nach Dresden aus Rosenfeld, sie sind nicht nach Dresden, also sie kommen als solcher Poet, was hat mehr aufgeweckt den Zorn gegen Versklavung, gegen Verjochung. Der Poet hat gegeben, das so akkurat, wo sein Vierteljahrhundert hat belaufen, hat gefordert von ihm. Ist die Frage, was ist die Aufgabe von der jüdischen Poet in dieser Zeit, wird das die Frage gewaltig kompliziert. Stellt sich vor, Tabaschnik, was meint er so in der heutigen Zeit? Es hat wohl annehmen. Wenn ihr tracht wegen heutige Zeit, das Wort heutige Zeit allein, wenn ihr wollt es analysieren, habt ihr annehmen. In Neubar Poet,
weil Taki bedarf synchronisieren. Sein Schaffen, sein Schreiben mit dem Bagri, feindliche Zeit, weil viel das steht, Dailef na mi atu oimet. Das ist eine göttliche Revelation. Es ist eine Revelation von so viel göttlichen Umbringt und so viel göttliche Yeshua, was wir sehen mit eigenen Augen. Nissim von unserer Zeiten und mit dem der Fakt, dass der jüdische Volk ist das größte Volk in der Welt heutige Zeit. Es ist das größte Volk. Es ist das größte Volk in alle Zeiten in der Geschichte von Deures. Jeder lebendige Jid hat gemacht geschossen im Taten, hat einen umgebrachten Mann. Ich weiß, was verantwortlich das ist. Das ist eine gewaltige Reihe ist. Jeder eine von uns hat eine Sprache, was ist nicht gestorben mit keiner natürlichen Tod. Es ist das ein Volk auf der ganzen Welt. Das ein ganz Volk, so beim Heiligen Tod gemacht sich zählen und rechnen und das ist noch auch, als wir haben unsere Tates, unsere Sedes, unsere Mamas, unsere Schwurgers, Brüder, sind nicht gestorben mit keiner natürlichen Tod. Also ein Volk hat gewisse, hat größere Reisen. Wir gehen, das ist eine neue Mission. Wir senden die Größe der Monnes. Also wir sind die Träger von einer gewaltigen Geschlechts, was hat sich akkumuliert in der Zivilisation, von der Menschheit, und hat kulminiert. Und der Gang in der Madrege von Umbringen, von der Schiffel Umbringen, und wir sind die Träger von der Umbringen. Ich meine, das meint heutige Zeit, das ist heutige Zeit. Ich stelle sich vor, ein Poet, wo es darf, haben die Aufgabe, wie sucht, auszudrücken in der heutige Zeit, darf sein einer von den gepläftsten Menschen in der Welt. Loschen hat bankrottiert, im Ganzen. Wir wissen, dass alles, was Loschen hat installiert, also es im Ganzen, es ist über Pferden Wogen, da gab dem, was ist geschehen, da gab Chronik. Pushet der Chronik, nehmt Pushet der Chronik, ist der Chronik, die Terminologie von Chronik, ist 1000-mal mehr moderner wie das Luschen von Poet, wie die ganze Terminologie von Poet. Ist der Fall, ist bei mir halt hier, als die Aufgabe von einer jüdischen Poet in der heutigen Zeit, ist suchen unser Ort in der Milei von einem jüdischen Mensch, von einem jüdischen, nachreistigen Menschen in der heutigen Zeit, was will auf einer künstlerischen Neufen geben Ausdruck, wegen einer Loschen, wegen einer Zung, besser gesagt, wegen einer Zung von dem Dorf, von unser Dorf. Darf werden der ästhetische Chronike von Geschehnissen, von dem was ist geschehen, und darf sich verfixieren, also werden bleibewürdig, das ist einfach alle Zeit. Gemosten mit dem, was wir im Besitz verstanden, Poesie, halte ich als die Aufgabe von einer jüdischen Poet in der heutigen Zeit ist amürig. Amürig Aufgabe. Es ist, das Efschet erklärt, Poshet, Favos, die Poesie, Weltpoesie Bechlau, lebt über seine Krise. Und ich habe Favos, die jüdische Poesie, kann ich nicht zufriedenstellen als Menschen. Und ich will auch sagen, die jüdische Poesie beim heutigen Tag steht als Heche wie die Weltpoesie. Weil die Weltpoesie hat gemacht einen gewaltigen Zurücktritt. Die Weltpoesie hat sich gemacht, umgedreht mit dem Rücken zur Poesie. Und es ist gegangen, beredewdig, beschreibewdig. Es ist auf so viel, auf wie viel der jüdische Poet beim heutigen Tag sucht allein sein Ort in der Poesie von unser Dorf, sucht schon mal die neue Definition von Poesie. Also, als die Poesie von unser Dorf, ich kann noch nicht definiert werden. Sie kann nicht definiert werden davon, weil wir haben noch nicht den Maßstab von dem, was ein Poet darf man sich vorstellen. In der Fall, halte ich, ist Poesie, die jüdische Poesie beim heutigen Tag,
noch als in Prozess von formieren sich, von Weben, wir schaffen sich.